Und da will ich darauf zurückkommen, den Herr Schielz hat den Morgen behauptet, dank der CSV-Finanzpolitik, mal ein gut Mög und ich vor mich, wo dann die gut Mög soll sein, wenn man diese Legislaturperiode lang für den Zentralstaat am Equilibrium zu behalten, 12 Milliarden laut der Regierung ihren Experten lehnen gehen, wo dann die dick Mög soll sein. An der letzten Legislaturperiode hat die Regierung von 2004 Uhr praktisch alle Jahre Emprunt abgeholt, an der Höchst von 200 bis 400 Millionen, hauptsächlich für Fonds de Route und Fonds du Rail, zu speisen, Emprunt mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Ich schwätze noch nicht von den Emprunt, die wir abgeholt haben, für die Rettung von den 2 Lützeburger Banken. An den 10 Jahren gehen aber nicht mehr Zinsen zurückbezahlt, kein Kapital getrombossiert. An 2014 als den ersten Emprunt fällig, und zu dem Zeitpunkt ist dann auch der Gesamtbetrag remboursiert. Die Frage stellt sich allerdings, mit wem? Nur kein Antwort an der Regierungserklärung gibt. Oder ging dann die Emprunt, die da von 2014 und alle Jahre fallen, einfach weiter 10 Jahre gestreckt, und die Regierung bezahlt dann eben einfach nur Zinsen zurück, ohne Kapital zu bezahlen. Die Emprunt, die an dieser Legislaturperiode dürften abgeholt gehen, bezahlt der Staat auch nicht Zinsen zurück, kein Kapital. Für die CSV und LASAP an der Regierung an der letzten Legislaturperiode gemietet. Geht die ganz finanzielle Belastung auf die kommenden Generationen aufgelöst, geht die Zukunft von unseren Kammer, die nächste Generation, also stark hypothekiert. Wo ist da das Nachhaltigkeitsprinzip? Und ich zitiere den Herrn Staatsminister nach ein Kehr, was hier gestern am Zusammenhang mit den Pensionen gesagt hat. Für mich gilt ein Grundsatz, für meine Kollegen an der Regierung auch. Als Generation hat nicht recht, aus Falschheit, aus Unabsichtigkeit, eine gewollter Blindheit, die langfristig Finanzierungsprobleme von unserem Renten, ein Pensionssystem der nächsten Generation von Politikern und Anwohnern ungelöst evaluieren. Das ist richtig, Herr Staatsminister, an die Meinung teilen wir, und wir helfen noch tun. Mir wird die Finanzierung von der Pensionen gilt, misst aber auch todsicher für die Staatsfinanzen gelten. Hier gehen Emprunt abgeholt, die die kommenden Generationen müssen zurückbezahlen, und nicht die Regierung an ihrer Legislaturperiode. Die Regierung muss uns sagen, ob sie Defizite exklusiv über Emprunt finanziert oder zu einem guten Teil über budgetäre Maßnahmen. Und da muss sie uns sagen, was für Maßnahmen das sind. Die Regierung muss uns sagen, ob sie Kapital an Zinsen oder Nebenzinsen zurückbezahlt, als Zurückbezahlen vom Kapital der nächsten Generation überlesen. Auch wenn all die anderen Punkte an einem Koalitionsakkord wichtig sind, das ist die wichtigste Frage, Staatsfinanzen, von der vieles für nicht so alles aufhängt, an dem muss die Regierung eins beantworten. Wenn die Regierung die Frage nicht beantwortet, da bleibt die Regierungserklärung vom Herrn Staatsminister von gestern ein rein Märchenstumm. Ich muss euch ehrlich sagen, Herr Präsident, ich habe nicht verstanden, wie auf der Kongress von CSV und LASAP delegiert an der Kollege Bausch doch schon gesagt, praktisch einstimmig ein Koalitionsakkord zugestimmt und ohne Gewalt zu gehen, wie die finanzielle Situation vom Land auf dem Staat ist, und wie die Frage geregelt wird. Sie haben ein Katz am Sack gekauft und zugestimmt. Und das Motto wahrscheinlich dabei sein, ist alles, egal was geschieht. Und selbst werden noch heute Deputierten von CSV an LASAP blinde Menschen diesem Koalitionsakkord zustimmen. Der Wäsche könnte nur von der Realität scheibenweise präsentiert wird. Ich habe das dem Herrn Staatsminister seine Regierungserklärung von 5 Jahren noch gelesen. Nun mal also etwas Gemeinsames. Auch da ist für vieles geschwärzt gehen. Auch da ist massiv abgezählt gehen, was alles soll gemäht gehen. Just für Sozialaufbau als an der Regierungserklärung von 5 Jahren kein Wort gesagt gehen. Und da ist der Sozialaufbau ein gut Jahr Donno Knüppeldeck kommt. Es muss den am Fond an der Frage vom Sozialaufbau, das kann ja mir optimistisch sein. Weil man an der Reihe von der Majoritätsparteien eine ganze Reihe von namhaften Gewerkschaften haben, die kurz vor den Wahlen des 16. Mai mit Tausenden von Leuten in der Stadt gegen den Sozialaufbau
manifestiert tun. Ich kann mir nicht vorstellen, Herr Präsident, dass die ehrlich Gewerkschaftler, die hier an der Chambre sitzen, irgendein Sozialaufbau an dieser Legislaturperiode werden zulassen. Gestützt von einer LSAP, die ja bekanntlich der Garant vom Sozialstaat ist, ob schon sie das an der letzten Legislaturperiode vergessen hat. Aber das nie zu spät für gut zu machen. Wenn nicht mehr spät wie gestern, Herr Präsident, hat Herr Luxemburg gerade konfirmiert, hat er als guter Sozialist noch langen Jahrzehnten an den Dude geguckt, was das Wort Sozialstaat heisst. Und lo werden ja wissen, und da werden sie dann auch lo endlich praktizieren. Wir sind also guter Hoffnung, dass das mit den Sozialisten besser klappt, wie das an der letzten Regierung der Fall war. Wir werden wohl überrascht, Herr Präsident, wie der sozialistische Gesundheitsminister die führende Wahlen nicht mitgehen ist, für die Leute zu erklären, wie finanziell gesund als Sozialversicherungskäse wären, durch eine Ort Gesundheitskäse. Für dann feiert sich die Schlodewahlen vom selbsten Minister gewollt zu geben, dass 2010 ein starken Defizit an der Gesundheitskäse zu erwarten wird. Führende Wahlen wird Gesundheitskäse gesund, feiert sich die Schlodewahlen als Gesundheitskäse zu einer Krankenkäse gehen. Laut dem Koalitionsakkord sollen Sozialtransferen gebremst gehen, so dass sie sich die berechtigte Frage stellen, wie den Defizit wird gedeckt gehen. Weil ihr ja wisst, dass als Gewerkschaftsfreund hier in der Chambre kein Sozialaufbau, sie wird Kotisationserhöhungen oder Kürzungen von Leistungen akzeptieren, geschweige zustimmen werden, aber weil Sozialisten ja der Garant vom Sozialstaat sind, will man wissen, wie den Defizit finanziert wird. Und das will der Sozialminister auch persönlich dokumentieren, dass hier geht all Sozialaufbau war, weil hier das Matt manifestiert, der 16. Mai an der Stadt, also dass man nicht vorstellen kann, dass von seiner Seite irgendwann im Kind auf Gedanken kommen, dass da ein Sozialaufbau kommen. Kinder, die muss wissen, dass den Kollegen von dem LGB, vom OGBL, dann die Schüler und Schüler mit der CGFP, der 16. Mai an der Stadt, manifestiert tun. Und dass Kollegen vom LGB, inklusive ihre Präsident, an den geklappt tun, wie CGFP sich der Winke wird tun, dass die Anfangsgehälter sollen gekürzt gehen. Ich habe mal erwartet, dass der Schulterschluss vom 16. Mai, dass der über den 13. Juni unhalen, aber ich fährte ganz, Herr Präsident, dass Kollegen vom LGB, den Herr Weber, den Herr Spautz, den Herr Kees, dass die Haut werden einem so Koalitionsakkord zustimmen, an dem aber Kürzung von Anfangsgehälter an der Fonction publique Werte sind. Mit mache ich hier Sozialaufbau in einem Land an Sozialisten, die auch gegen die Kürzung werden, sie selbstverständlich weiter für den Sozialstaat. Zum Schluss, Herr Präsident, nach ein paar Bemerkungen, die mir zeigt, die sind nicht als aufgelaufen, ich wollte nach über Familienpolitik schwarze, wo wir froh sehen, dass die Regierung an die Richtung geht, weil sie auch fällt eben aufhören eine Prestation parental und am Gebiet von den Renten auch steht, dass die Frauen oder Männer, die inklusive der Erziehung von den Kindern daheim bleiben, dass die keine Karriereunterbrechungen kriegen. Den öffentlichen Transport, als klar, dass wir gehen, den Tram bleiben, und ich meine, wir sind als Einzelband, dass wir den auch nicht fertig bauen. Denn Herr Lux hat das de Moyen gut dokumentiert, wie gesagt, es wird ja aber nach, erlaubt sie nach E-Wort über den Tram zu sagen, mein Gott, wenn es das letzte war, dann sind ungefähr gar nicht mehr hin, der Ausdruck, dass hier der Moyen noch nachkommt, E-Wort heißt so. Die Chancengleichheit haben wir bedauert, dass es schon am legalen Plan keine Diskriminierung gibt, dass die Minister soll ausgebaut werden, wo man ja aber gemeint hat, dass an Zeiten von Spuren, ihr sollt aufpassen, was den dummen Schulwesen sind wir für eine Schuld von der Integration, von der Chancengleichheit, eine Schuld, die die Juren fordert, eine Schuld, wo das Niveau hoch gelöst wird, nicht drauf gelöst wird, eine Schuld, wo Vielsprachigkeit muss abgewehrt gehen und nicht aufgewehrt gehen, wo ein Schuldirektor muss kommen. In Europa, wo wir als klar ausgeschwart gegen eine Erweiterung in Richtung
von der Türkei-Regierung seht pauschal sie wir für eine Erweiterung von der Europäischen Union, mir so nicht zur Türkei, aber mir so noch bei den Erweiterungen müssten Referendum heigemäht. Zum Abschluss, Herr Präsident, ihr versteht nur den Überlegungen, die ich gestaltet habe, dass es euch sicherlich haut mehr Licht fällt, gegen diesen Regierungsakkord zu stimmen, für die Majoritätsdeputierte verzahlen, für dafür zu stimmen. So nicht mehr.